Guten Abend bei Dickrich TV, haut aus dem Nationalen Militärmuseum. Heimlich sind sie zur Zeit am Gangen, eine neue temporäre Ausstellung abzurichten, die sicher Mundschleut interessieren dürft. Als zur schlauen Dörfer nennt sich das Ganze. Und dafür unser Museum auch dürfen so richtig zuschlagen. Für einen Umbau an dem neuen Teil vom Militärmuseum, wo unter dem letzten Jahr auch temporäre Ausstellungen aufgehalten gehen. DAF-Boys haben also müssen raus, weil die neue Ausstellung zur schlauen Dörfer dreht um Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Lützeburger noch Dickrich müssen neu abgebaut gehen. Am Museum haben sie dafür aber mal für die müssen zerstören. Für so anschaulich wie möglich zu sein, gibt nämlich eine Kulisse mit einem futtigen Haus abgerichtet. Ja, aber immer du hast den Direktor vom Militärmuseum, der Benoit Niederkorn. Guten Abend. Schönen Abend. Hier sitzen wir an der wunderschönen Kulisse und die hat dich also richtig gut defoliert. Ja, auf jeden Fall. Also, wo wir das Thema für dich um vorbeistehen hatten, das war natürlich, wenn etwas Futti ist, dann musst du das irgendwie auch nachstellen, dass die Leute das wirklich können sich an sich ranziehen. Ja, und was wir am besten können am Museum ist Szenen nachbauen. Und ich meine, das ist gelungen, wo wir hier sitzen. Das ist nicht der einzige, was gewiesen wird, ob was können die Leute sich sonst noch erstellen? Natürlich ist das Sujet aus sich, die Rekonstruktion, wo wir für mal an die Archive von der Gemeinde Dickrich gegangen sind, wo wir gesehen haben, dass immens viel vorbei ist, dass wirklich ein vorbei ist, Krieg gehen für die Sache abzubauen. Und dann als Museum muss man sich auch vorstellen, wie kann ich die Geschichte mit also Objekten erzählen. Und effektiv war das das größte Problem, weil das ist etwas anderes, wie wenn du einen Krieg erklärst in Form von den Soldaten mit dem Helm und allem drum und dran. Da brauchst du kleine Objekte, Storien, die Leute dann hatten, mit dem werden sie überhaupt noch übrig hatten. Weil das heißt, wenn alles Futti ist, ist alles Futti, dann hörst du nicht mehr viel. Wir hatten unter anderem einen Abruf gemacht über die Dickricher Gemeinde, über Zeitungen, wo auch dann kleine so Sachen rangekommen sind. Und wir schwätzen wirklich halt vom den letzten guten Teller vom Porzellan, den aus dem verbrannten Haus rausgezogen ist, beziehungsweise auch ein Dokument, das dort Madame sich mit einem ausländischen Arbeiter bestört hat, den am Anfang, wo wir noch viel mehr darüber erzählen, aus der Schweiz kommen, für die Zelle vor abzubauen. Das ist wirklich so kleine Geschichten, die wirklich am Mikrokosmos stattfanden und die nie erzählt sind. Und es war wirklich eine Challenge, für die Sachen zu finden. Es sind wirklich Sachen zusammengekommen. Zu viel will ich natürlich nicht verraten. Es sind immens interessante Objekte, die man wirklich vom Speicher gefunden, die du seit 7 Jahren lang in der Chemie gesehen hast. Die Ausstellung die geht von 1944 bis 1960. Für was hat er schon 1944 gefallen? Das tut mir wirklich, ich finde das wirklich so dran gesagt, weil ich mir erhofft habe, dass Leute sich vorstellen, wieso feiert sich. Weil wir schwätzen hier von einer Ausstellung, die so Nachkrieg, also die Nachkriegszeit erklären. Ich muss aber dann immer präzisieren, dass wir, wenn wir zu Lützeburg sind, dass das zweimal befreit gehen. Das ist quasi zweimal, was dann vom Krieg ist. Weil am September 1944, wo wir alle aus größeren gedenken, wo die Amerikaner an den Start gekommen sind und dann noch den 11. September herum auf Dickrich gekommen sind, da war für die Leute im Moment der Krieg rüber. Es hat keiner darüber gedacht, dass hier nach irgendwie Gewebs stattfanden. Mit der Den-Offensive hat das ganz zurückgehalten und gerade die Thematik Krieg, als du voll zurückkommst. Also wir dann mal dazu dienen, dass wir dann am September 1944 befreit sind, beziehungsweise am Januar oder am Februar 1945, wo das ganze Land da befreit ist. Du war der Krieg an dem Sinn, wo den Soldat der Kampf gekommen ist, den amerikanischen Soldat, du waren die Kampfhandlungen war rüber, das nicht mehr geschossen ging. Ne? Und damit fängt am Anfang noch Kriegszeit an. Aber das, wie immer gesagt, das ist ein Übergang. Du kannst nicht einfach einen Schnatt machen mit einem Datum, wir stehen den Tag drauf ab und das ist fertig. Das geht nicht. Das Ganze ist ja auch eigentlich eine gemeinsame Ausstellung zusammen mit dem Geschichtsmuseum. Wie hat ihr da organisiert, dass sich die ganze Exposition nicht überschneidet? Also Karin Welter am Geschichtsmuseum, wir haben am Militärmuseum, wir hatten schon ein bisschen Erfahrung, wo wir eine kleine temporäre Ausstellungen abgebaut hatten, die externer hinkommen sind, wo wir dann die Objekte zusammen gedroht haben. So haben wir dann noch geguckt, ob wir uns die Thematik abteilen von der Rekonstruktion.
Und wir sind auf die Idee gekommen, wir machen mal Museum, am Militärmuseum, pardon, die Großgeschichte, wie hat die Regierung angefangen, alles zu organisieren, wie ist der Ravitaillement rausgekommen, was für Leute aus dem Ausland sozusagen geholt, für Lützburg aufzubauen. Das trägt wir an der Makrogeschichte, wie sie das dann nennt. Und Mikrogeschichte geht am Dickerischer Geschichtsmuseum gewesen. Und das will heißen, wir weisen weg die Geschichte von innen, von Dickerisch selber. Wie war Dickerisch für die? Wie ist Dickerisch geholfen gehen? Wie hat die Gemenge am Anfang der ersten Phase probiert, die Leute an den Arm zu greifen, mit dem, was sie überhaupt unerkannt? Weil hier Administration war ja an dem Sinne auch von den Deutschen schon lange gekappert gehen über viele Besatzungszeit. Also wir müssen gucken, da drin zu kriegen, für die Leute herum zu helfen. Wenn soll das ganz starten? Also wir natürlich auch, wenn es Covid sind wir auch ein gut Stück zurückgehalten gehen, besonders für Interviews zu machen, weil die Leute, die Zeit mit erlebt haben, vulnerable Leute sind wir natürlich nicht mehr bei die gegangen. So ist dann noch zugekommen, dass vieles anders schon mal mehr zurückgestellt wird, weil wir haben immer mehr gesehen, wir brauchen Informationen von so Leuten, für auch die Geschichte liebeig zu erklären und nicht nur für Statistiken von zerstörten Häusern zu weisen, am größten Ganzen. So sind wir da endlich am Punkt gekommen, dass wir Ende November, Anfang Dezember fixen Datum werden wir für nichts publik machen, wo wir dann noch die Lehrprobleme noch behoben, wo wir verschiedene Sachen wirklich probieren, auf der letzten Minute aber noch auch durchzustellen, weil wo ich mal so, da muss noch dran kommen. Und das ist besonders, wenn es ein Interview mit den älteren Leuten, wo man da wirklich letzte Woche noch super erhalten zu Dickerisch, die Geschichten erzählt hat, wo man nicht erwartet hätten, dass man das überhaupt geht, wie jemand denken, hören. Und das will man wirklich noch mal dran bringen. Ich sage vielmals merci, noch viel Success mit der Ausstellung. Großen Event der letzten Monat, das war die Aufweihung von der neuen Leichtathletik-Laufpiste an der Rümerten. 3 Jahre lang haben die Arbeiten gedauert. Neben der Laufpiste ist nämlich auch das ganze Stadion einer kompletten Revision hinzugehen. Und das Resultat, das kann sich weisen lassen. 25. September 2020 bei der Sporthalle an der Rümerten als grosse Besucher gesucht. Der Sportminister Dan Kerscher ist für die grosse Aufweihung von der neuen Laufpiste gereist. Und das aus gutem Grund. Die Gemeinde hat nämlich richtig viel investiert, dass wir wegen dem noch aufrichtig sind, ob die neue Errungenschaft an aber auch erleichtert. Die erste Kehr, dass der Belag von der Laufpiste übersät wird, von 1984 bis 2019 sind 35 Jahre, hat den allen durchgehalten. Und ich meine, zum Schluss hast du noch bis auf den letzten Millimeter ausgelaufen gewesen, um das Zeit für das zu machen. Investiert go für allem an die Laufpiste, die einzige am Land übrigens mit der Bunnen, die auch nach derselben Belag hat für den Olympiastadion zu Berlin und du mit dem wirklich Glanzstück von Dickerisch. Aber nicht nimmen. Bei dieser Renovierung hat nämlich auch davon profitiert, für den Fußballterrain frisch zu machen, eine neue Büwette abzurichten, eine Fitnesshalle für die Sportler an der Haarland zu richten, eine Rundumerneuerung, die am Ganzen 2.918.000 € kostet hat. Ich meine, das ist eine lange Tradition, also die Dickerisch ist ein Sportstaat gewesen, doch ein Kulturstaat immer. Und das war politisch immer parteiübergreifender Konsens, dass an die Infrastruktur so investiert wird. Erstens aber auch, weil die Schule davon profitiert, aber auch, weil wir eine grosse Vereinstradition als Dickerisch haben, dass das immer ein Investor, der viel gefroht geht, als er den auch immer ausgenutzt hat. Aber so ein Investor ist natürlich kein Kleinigkeit. Und dafür wird bei der Inauguration noch eine große Lohe vom Sportminister und Gemeinde, die nicht gescheit wird, an die Zukunft von der Population zu investieren. Die Gemeinden sollen noch die Verschulden machen, aber der Staat muss natürlich auch seine Rolle überholen und seinen Teil zu so Investor beitragen. In diesem Fall überhält das Ministerium sogar 40% von den Kosten. Das wird für klar bei den Preisen, die haut für so Anlagen gefragt sind, dass die Gemeinden da länger nicht können drohen. Und dafür ist der Staat da, für mit Subsidien zu helfen. Hier sind wir in einer Situation, wo auch noch regional zusammen geschafft wird. Dementsprechend wird das Subsidien noch an die Blut gesetzt. Das ist auch klar, dass ein Mann wie der Bürgermeister Herr Hagen natürlich probiert, so viel wie möglich dann noch von Seite vom Staat zu kriegen, weil immer ein Blick auf seine Gemenge Finanzen hat. Und auf der anderen Seite aber auch offensiv, voll an Sportinfrastrukturen
investieren. Weil die Kollaboration gemenger Staater Punkto Sporte so gut funktioniert, goufet er noch gleich de Mond vum Bürgermeister fir auch an Zukunft an dem Bereich op de Unterstützung vum Staat können zu zielen. Gerade am Kontext vun der geplanten Nordstadtfusion mis den und die neideg Infrastrukturen denken, an do geef se Strömerten auch fir weiter Projekten eignen. Wir hunn hai Potenzial fir weiter Infrastrukturen zu setzen, sowohl im sozialen Bereich denken Internet, sowohl wie Sportinfrastrukturen und ich denke du eng Piscine und ich denke du auch eng Sportzahl. Und dafür ist es doch wichtig, dass der Staat die Piscine renoviert, dass schon dem Staat sagt, dass man da an den Match geht, für das zu renovieren. Wenn dann Tal Herrenbirch fertig ist, könnte man das zusammen gehen. Ich will aber schon sagen, dass wir ein Projekt herangehen, für eine Rümerte weiter Infrastrukturen zu setzen, weil wir auch Lycée beikriegen, noch Lycée, die brauchen, an ganz Regionen und Kader von der Nordstadt. Und ich hoffe, dass wir da op die Unterstützung von der Stadt Wesig auch von der Regierung können zählen, für das zu machen. An die Wunsch scheint er noch an Erfüllung zu gehen, wie es der Minister nach dem Ofen selber versichert hat, gebe ich schon eine Lo über die Renovierung von der Piscine nachdenken und sogar eventuell ein ganz neues Projekt für das anfassen. Net mal 3 Wochen huet Dickrech en Citybus. Vom 1. Oktober run möchte Louis Express et méiglech, dats auch Leute aus dem Jent-Lehne-Quartier vun der Stadt ganz relax an den Stadtzentrum kommen. An direkt am 2. Tag huet auch den Schafferot vun Dickrech vun der Gelegenheit profitiert, fir den neue Service auszuprobieren. Den 2. Oktober war fir de Schafferot vun Dickrech e ganz besonderschen Dach. E Projekt, den die Responsabel schon lange an der Macht hatten, ass endlich vorgin. An dofir hu sie sech et nettuelle Glos sech auch selber vom Resultat zu verzeichnen. Zusammen mat enger Kommerzial vu Voyage Simon, déi die Busse fuhren, gouf also fir unter Dir vun der Gemeng eng Testfahrt lanciert. Den 3 Herren von der Gemeinde scheint die kleine Spritztour zu gefallen. Sie werden sich dem noch selber in Zukunft vom Service Gebrauch machen. Ich stutze doch selber, ja, das ist schon in der Reihe an der Kleck, das ist in der Reihe bei der Gemeinde. Wenn ich nur von den Mengen Stadtteil an den anderen willkommen, vom Fluss an Service kann ich das heute benutzen. Das ist ganz flach, nicht nur für Ackhafen zu kommen, auch für bei Ihnen Besuch zu gehen. Also eine flotte Moyen für sich an Dickrech zu deplacieren, ohne dass wir alle Leute müssen in ein Auto wählen. Das Projekt besteht also schon wie lange um Plan. An den Lo ist es endlich vorgehen, dass am 20-Minuten-Takt jeder an der Stadt gratis die Möglichkeit hat, ganz unkompliziert auf ihren allem ohne Auto an die Stadt nachkaufen zu fahren. Also ich fand den ganz gut sehr, da kann man Bus heute Dickrech für, weil so können ihr überall hin, wo ihr will. Und Finale für die Kanner ist das ein ganz flott sehr. Ja. Die erste Kehr? Ja, die erste Kehr, ja. Und das nicht die Letzte bleiben. Herrlich. Herrlich, also dass der Peststadt im Klot kommt. Ich weiß nicht, ob es nur als Bürgermeister die Idee hat. Aber auf jeden Fall das formidabel. Da war ich gestern am Dickrech, ich war am Haus, ich hatte etwas vergessen. Ich habe drum nicht gegangen. Und zu Fuß packen ich die Vene mehr. Aber ich packe ihn nach zur Not. Aber dort heute das. Und ich fuhr alle mir oft. Nach ist alles neu für den Buschauffeur, den er auf sein Plan gewiesen hat, und aber auch für die Leute, für sich mit den Spoglinen zurechtzufinden. Aber sie holen nicht mit Humor. Da sehe ich die ganze Weg mal auf Kilsdorf gefahren. Da lande ich am Heim, wo ich geklommen bin. Und die Chauffeur war ganz Leben, als er rausgekommen ist, auch weitergefahren. Und du sollten kommt da rein. Und dann haben wir zusammen gewartet. Das ist ein ganz lieb Chauffeur, sie helfen mir auch mal ein Windchen. Die Experience Citybus ist also auf alle Fälle lanciert, aber nicht stillgemäßelt. Eine Login Statistiken gemacht für den Louis Express, die an der Realität auch genutzt wird. Er soll sich herausstellen, dass Nachbesserungen erfordert ist, mit den Horären oder Strecken sind Änderungen nicht ausgeschlossen. Nach bis den 1. November ist am Dickricher Kulturhaus eng Ausstellung, die op Käfall sollt verpassen. Et ass zwar net ihre gewinntne Kader an Awer und Membren aus dem Dickricher Fotoclub fir hi Joresausstellung 2020 viel interessant Wirker zu präsentieren.
Samstag 3. Oktober am Kulturhaus zu Dickrich. Et as Ouverture vun der Fotoclub Expo 2020. Ele Fotografe sind es Tür am Kuh. Taus aus dem noch nicht gut gefüllt, aber d'Ausstellung ass net wie sos an der Ala Laurentiuskirch, e Vernissage gëtt das Tür auch kein. Also ich meine, wir sind an der Corona-Krise, wir wissen alle gut, wir haben von sich gehabt, das Leute trotz allem zu machen für unser Publikum zu begegnen. An der aller Kirche werden die Konditionen wie los sind wie möglich. Ich meine, hier ist ganz klar mir einfach für auch eben bestimmten Unzahl von Leuten ran herauszulassen und eine bessere Kontrolle an der Galerie. Wir sind immens froh, dass der Chef das erlaubt hat, immer ausstellen an einem Moment, wo es kompliziert ist. Super. Und von den heute Raum ganz gerne geholt gehabt. Wie zum Lockdown dreht sich auch die Ausstellung nicht um ein einziges Thema. Jeder konnte ein bisschen sing individuell Sujet herauswählen. Wie beim Max Salhai, den seit der Jahre schon ein Spellfall als Motiv fotografiert. Eng Idee an der Serie senke dat abstrakt, dat grafisch, dat sie Bilder as sech wo keng Personen drop sinn, an eben noch Bilder, wo ich Personen mat integriert sind, weil der se och natürlich zu weil natürlich net zu viel, dat soll da doch ein bisschen durchstellen am Moment du entsteht Liwen einfach so mal einfach kommen immer wie Leute so hin und all die Sachen ich bisschen probiert an Serie anzubringen. Oder den Yves Maurer, den der Kontrast zwischen moderner Niveaurechter vom Kommunismus a Rumänien faszinieren, do wo hier schon eine Welt 10 Jahre mit seiner Frau hier ist. Während dem Dach, du hört die farbige Klammen, das alles so knalle stillweis und dann andererseits für die Aalgebäuer, die dann vielleicht ganz schlicht weiß sind oder am Beton sind oder so Sachen, die zu viel hege Kontrast machen, aber in der Anfang bisschen so wie Disneyland Kontraste zwischen dem Alten und dem Neuen. Und das wollte ich nicht rausbringen. Ich wollte keine Kritik machen. Ich wollte einfach so die Realität weisen, wie ich es empfanden und das am Anfang so verschmolzen von den zwei. Dann hat er wurde Ben Blum, den ältesten Member aus dem Club, mit einer ganz aller Serie teilgeholt, die am Anfang ein Experiment war und dann eine Novotate auf ihr Brust tut. Die Bilder habe ich schon für 20 Jahre gemacht. Ich habe praktisch echt in den Zirk rausgefunden, wie das mit Verzeihen machen. Und die rausgefunden hat, da hat jeder kapiert, und das ist nur gemacht. Auch hautnah sind sie beim Dickrischer Fotoclub experimentierfreudig und dynamisch, können sich auch nicht über Novus beklagen. Permanent stoßen neue Members dabei, und das von überall hier aus dem Land. Auch der Yves Maurer, den eigentlich aus der Stadt kennt, also so durch ein Arbeitskolleg auf ein Event vom Club zu Charleroi mitgeholt ging, und als Pliffen. Du sind Schmatt gegangen und das war am Dickerscher Fotosclub und da war ganz interessant Leute dabei und du während engem Jahr sind ich bisschen an Start an den Fotosclub gegangen an zu Dickrich und du hast gemerkt, dass heute zu Dickrich aber am Anfang mehr experimentiert wird und die Leute mehr eine Vision vom Autor als Fotograf haben. Was ich interessant fand an diesem Fotoclub ist wirklich, dass jeder seine Sache kann weisen und es wird ihm geholfen, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich eine Perspektive ändern und es sind einfach interessante Themen, die man bearbeiten und es wird kein ausgeschlossen. Das ist ganz interessant. Und am Kulturhaus hat es ihnen noch gut gefallen. Die Fotos sind top ausgelegt und es wird nicht bisschen so viel abgerichtet wie sonst. Aber hier alle Events an der Kirche vermissen sie trotzdem beim Fotoclub. Und dafür dürfte Expo 2021 wahrscheinlich dann noch nicht auf gewinntem Territoire stattfinden. Da macht man einen kleinen Sprung zurück an den Sommer, wo ja das Jahr Vakanz daheim gesucht werden. Dem hat sich die ganze Geschäftswelt heute zu Lützeburg auch müssen ein bisschen adaptieren. Heute zu Dickrich, da hatten sie da wenigstens Sommeraktionen, die sich über die ganz große Vakanz gezogen haben und noch eine Welle, die Success hatten. Moment vom Sommer wäre endlich soweit. Gewinner von der grösser Tombola konnten ermittelt gehen, ein Moment, op de viel Klienten lang gewahrt haben. Jeder, den an der Woche von der grösser Vakanz an den Dickrischer Geschäfte angekauft hat, konnte wohl auch 4 Wochen enger Tombola teilholen. Im Moment haben an der Schlusstombola die ganz großen Gewinner gewahrt. Die Dickrischer Geschäftsleute hatten sich nicht holen gelassen.
Den ersten Preis ist natürlich in den Citybike, den zu gewonnen ist, neben einem Riesbon von 1.500 € in einem Frigo. Die Geschäftsleute waren wirklich ganz, ganz fleißig. Also sie haben ganz, ganz viele Sachen an Tombola rangehen. Ich muss wirklich sagen, dass die Geschäftsleute ganz positiv waren und wir auch ganz froh waren, dass sie so unterstützt haben, für die Tombola an die Sommeraktivitäten auf die Beine zu stellen. Und tatsächlich haben sie auch mitgespielt. Der Geschäftsverband von Dickrich hat sich diese Sommer extra viel mehr gegeben, für die Leute und Staat zu ziehen. All Wochen Geschäft hat dem nur ein anderes kulturelles Thema an den Mittelpunkt gesetzt. Pottilotti hat dem Mittwoch seine Mehrerschaum freigelesen, das alles für auch die Klienten auf die kulturelle Vielfalt an der Stadt aufmerksam zu machen. Und tatsächlich waren den Dickricher Geschäfte immer Engels. Der But war ja auch die Geschäftsleute mit ranzuholen an die ganze Aktivität. Sie haben ja mitmachen, erstens bei der Tombola, aber auch bei den Ausstellungen, die wir gemietet haben. Natürlich, wir haben unsere Ausstellungen an den Fenstern, Aktivitäten an den Fenstern von den Geschäftsleuten gemietet, für einfach die ganze Geste ein bisschen aufzufrischen, aber auch zu stärken. Für den einfach gesagt, wenn ihr zusammenhält und zusammen etwas möchte, dann auch wirklich mit ein bisschen mehr viel kann auf die Beine stellen. De letzte Winterjahr hat die Gemeinde zu Dickrich einen Pop-up-Shop lanciert, wo an relativ kurzer Zeit ziemlich viele verschiedene Produkte angeboten wurden. Schnaps, Bijouen, Kleider, Designtücher, aber du kommt Corona und das ruhig gehen. Ob der Nummer 17 an der Großgas, in einer Woche allerdings wird die Stadt geändert. Reouverture die letzte Woche vom Pop-up-Geschäft auf der Nummer 17 an der Großgas. Und die neuen Protagonisten sind Claire-Lise Backes, Künstlerin, die für allem mit ihren eigenen Händen Tableaux von lebensvollen Frauen Nana malt. Quand je suis devant une toile, la toile m'attire et je la touche. Je peins avec les mains, je peins avec aussi des pinceaux, mais surtout avec des mains. Et je ressens de l'énergie qui sort de cette toile et de la peinture que j'applique dessus. C'est des sensations absolument merveilleuses. Seit kurzem dreht sich ihr Motiv noch raus an die Welt, mit Poschen, die hier Frauen in das Leid bringen sollen, hier Sakanana. J'ai cherché le moyen de les sortir et j'ai trouvé en les peignant sur des sacs que je fais venir d'Italie. Et je choisis bien le cuir, je choisis parce que c'est aussi très important et c'est aussi quelque chose de tactile. Et ensuite, je dessine directement dessus. Tous les contours sont faits avec un feutre permanent. Ça veut dire que je ne peux jamais rater. Je dois toujours être bien concentrée, sinon le sac est ruiné. Auf der anderen Seite Xenia Dutaroy, die schon 12 Jahre am Land wohnt, und entretemps auch Lützeburgerin ist. Ich komme aus Indien. Ich komme mit meinem Mann und meinen Töchtern. Wir wohnen hier seit 12 Jahren. Ich fahre hier immens flott. Die gelehrte Handelskauffrau, die lange in der Logistikbranche aktiv war, hat für eine Zeit schon dezidiert, ihre Passion noch schöne Stifte und Farben nachzugehen. Zu der Zeit habe ich viele weibliche Artisten in Indien kennengelernt. Ich wollte ihr Kunst an die Welt rausdrehen, so habe ich Les Sutras gegründet. Sowohl die Tour von der Marke Sakanana wie auch Les Sutras sind also alles Unikate, die mit Handarbeit und mit viel Live-Tier gestaltet wurden. Nach ersten Experienzen an anderen Boutiquen wie dem Luxemburg-Haus oder dem Hotel Royal zum Beispiel haben die zwei Frauen dezidiert, zu Dickrich ihren ersten eigenen Konzeptstore abzumachen. 4 years ago, we met for work and the relationship blossomed. Vor 4 Jahren haben wir uns beim Spaziergang kennengelernt. Als Freundschaft ist immer mehr gewusst. Ich und Claire-Lise singen Bilder so gern. Ich wollte ja immer etwas mit Frauenartisten machen. Women artists, and this was such a good match. Es hat so gut gepasst, dass seine Bilder dann auf meine Vorlage waren. Als Freundschaft ist immer mehr stark ging, sodass ich dem Claire-Lise direkt getraut habe, wie er mir von diesem Pop-up-Shop zu Dickrich geschwärzt hat, dass ich direkt dezidiert habe, für mit dem hinzukommen. Even without looking, I just said we should go straight ahead. Je me suis dit qu'il fallait sortir un petit peu de Luxembourg et aller vers le nord. Il y a de très belles choses dans le nord, surtout à Diekirch. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que c'était un petit Luxembourg et cet endroit m'a été recommandé par la ville de Diekirch et c'est magnifique. J'y suis super bien et j'en ai fait, je crois, avec mon amie Zenia, un merveilleux petit bijou
chaleureux, coloré et accueillant. Mat engem Tableau enger Posch vum Claire Lies ënnerstëtzt iwregens das SPL Mobbing Hello an d'Fondatioun Professors Without Borders vum Tassi Anthony de Nassau, dé sech fir eng besser Edukaoun vun de Medescher an der Welt engagéiert. Beim Senior singen Textilien iwwer deems geht en Deel vum Malays und Bildung vun arme Kanner an Indien. An der dickerscher Geschäftswelt deet sech jo allgemeng ziemlich viel erlächtter Zeit. So huet fir e Moment och en ei Kledergeschäft op der Esplanade Dieren opgemach. Style & Beauty, eng Boutique mat südeuropäischem Flair. Bonjour, bienvenue chez Style Beauty. Alors j'aimerais vous présenter un peu mon magasin qui est situé ici à Diekirch, dans la rue de l'Esplanade. C'est un petit rêve que j'avais depuis un bon moment et je viens de le réaliser il y a 3 mois avec mon amie Grassa. Donc c'est quelque chose qu'elle voulait faire aussi et on a mis tout en œuvre pour que ça se réalise. Et en fait, on travaille avec des petites collections, ça veut dire qu'on n'a que des marques italiennes, espagnoles et bien sûr des produits portugais, ça je ne voudrais pas en aucun cas oublier. Si on me demande quelque chose de plus spécial, moi je peux toujours essayer de commander, c'est comme ça qu'on travaille. On a aussi un petit approche avec nos clients. Un client, c'est pas juste un client en plus, non. On a vraiment ce lien qu'on veut faire avec nos clients. Ça veut dire qu'on se prend du temps pour conseiller, pour écouter leurs envies. C'est vraiment un travail qu'on fait avec plaisir. Alors, on a aussi beaucoup d'accessoires comme bijouterie, comme des chaussures, des poches. On a évidemment aussi la collection Liège, ça c'est un produit 100% portugais. On a aussi du cuir à 100% fait main. Alors chez nous, vous pouvez trouver vraiment des objets uniques. On voulait vraiment ramener quelque chose qu'on ne voit pas partout. C'est des pièces spéciales comme des sacs à main, des portefeuilles, des bijouteries. Les bijouteries alors, sont presque toutes en acier. Alors venez vite nous faire une petite visite. Ça sera un plaisir énorme de vous recevoir. À bientôt! An eiser Serie die krich kart, do hol meich haut mat bei den Franco. Am Restaurant und Solovino, du haen se drop hier Pate selber zu machen, demno steht du haut Pasta Menü. Bonjour, bienvenue au restaurant Non Solo Vino à Diekirch. Aujourd'hui, on va vous présenter des pâtes qui ont fait maison en Italie, que les gens, c'est un plat traditionnel, c'est des cavatelli. C'est une sorte de pâte un peu plus petite que les orecchiettes. C'est quand même une pâte de semoule simple et farine blanche. Et maintenant, il y a le chef Santiago avec nous déjà 6 ans. Il va vous montrer comment il fait les pâtes, comment ça commence la recette des pâtes. Maintenant, on va vous montrer comment faire les cavatelli, les sortes de pâtes, la forme des pâtes. Et on va vous montrer, on va les faire à la machine et aussi à la main. Comme ça, on a 2 options. Et la machine, vous pouvez l'acheter sur Internet, qui fait 3 sortes de cavatelli différentes. À Luxembourg, il n'y a personne. Je ne crois pas qu'il y a des restaurants qui savent faire, ils font ça à la main. Nous, on fait ça encore à la main. Ces pâtes sont toujours abattues dans le choc frost. Toutes les pâtes, même les pâtes faciles qu'on fait maison, et on les congèle. Mais on donne toujours un bon produit frais aux gens. Mais c'est la réalité. Les bonnes pâtes faites à l'ancienne, c'est chez Franco Non Solo Vino à Diekirch.
Merci. Avec Santiago, il mio braccio destro. Maintenant, on va montrer la recette. Va. Quand même le mettre ça comme ça. Voilà. Et il faut attendre que les pâtes ça vienne à eau. En même temps, on commence à préparer la sauce, huile d'olive, tomate et basilic. Vous savez, pour faire une bonne cuisine, il faut avoir des bons produits, possiblement bio. Et vous savez, avec des bons produits, vous avez fait déjà 3/4 de travail. Et vous savez ce que vous mangez. Et voilà, maintenant, je vous présente le plat italien, léger, super bon. Et je vous souhaite un bon appétit. Am besten kaudet sech natürlich mat frische Produien an denen die net behandelt goufen. Beim Forum Pôle Emploi zu Dickrich sind an der Hinsicht optimal opgestalt. An der Arbeitsmesure am Gärtchen do produzieren se dat ganz Joriwer all meiglech Sorten und biogemäß an Bio-Obst. Am Gärtchen ass vu 4 Servicer vun der Beschäftigungsinitiativ Forum Pôle Emploi, déi hire Sitz am Wellebruch zu Dickrich hun. He solle Leute uni Abecht, Schomeren an erwo zum Beispiel Flüchtlingen ram geholf kree fir de wie op den nächten Arbeitsmarché ze fannen. Heilo seng Ekipte mat beschäftigt gedrschend Apple fir Kleseches und Christastutebret ze machen. Sech fenke ma moies un, dann ginint d'Apple alle go geschielt an dann de Bad rausgeholl a Scheibe geschnitten an da kommen se an dresche Schaf. Do gin se da 24 Stunden gedrschend, a wann se da fertig sinn, da gin se agepackt an dann ass de Produkt eigenlech fertig. Eng Ekipp zu organisieren ass net immer einfach, weil déi die an der Mesure schaffe maximum 2 Jahre bleiwen Dirfen, musse sie natürlich auch als Stage goen. Als Chef d'Ekipp muss im dofir immer flexibel sinn. Gerade so weil Leute auch immer am Wirselen an noch dacks net dieselbecht Spruch schwätzen. Sie kriegen einfach Informationen den nächsten Tag, das heißt, sie gehen alles eigentlich den nächsten Tag probieren wir hin so viel wie möglich Informationen zu gehen, ob wir das auch können und dann Motivationen sind eigentlich mir selber. Das heißt, wenn wir neue Sachen erschaffen, dann sind wir die hin Motivation eigentlich müssen gehen. Das heißt, motivierte Schaffen, die motivierte Kippen normalerweise. Vor die am Wellebruch verschafft gëtt, decken es den 2 Produktionszentren zu Junglenzter an zu Bastendorf vu Loha sinn. Ha ginn op engen 20.000 Quadratmeter ausschließlich biogemäß Blumen a Pflanzen hierstalt, donieft gët doch nach een hektargrosse Bongert, wo allmeiglech Obstsorten no gebaut ginn. Awoch an den 3 Zerre si permanent eng 6 Leiter Masatz fir Tomaten oder Zalote, Cornichonen, Kräuterer Blumen ze setzen an ze flechen. Am Bio-Ubau gëtt op alle Fall immer genug ze dien. Alle Sachen sind biozertifiziert, wir sind auch kontrolliert vom Kontrollverein. Und das war für uns Susan und ich meine, wenn wir in einem sozialen Betrieb schaffen, wir wollen etwas Gutes machen, da muss man, also Susan und ich auch biologisch schaffen und auch weil für sich als die Biolandwirtschaft genau gerade am Gemäßbau aber ganz viel Handarbeit. Und ja, voilà, wir müssen die Leute beschäftigen, am Biogemäßbau fällt viel Handarbeit und Krautroppen und so weiter. Das geht mit sich, also das ist eigentlich Susan und wieder der Bio ist. An d Resultat kann sech weislossen. Joriwer ginn am Gärtschnitt 2000 Kilo Tomate produziert, 30.000 Zaloten, 1000 Kilo Erdbeeren an 125.000 Jungpflanze gezielt. Trikolt deget all der op de Seet am Wellebruch pucht, wo se dann entweder fir de Märt oder de klenge Butig am Wellebruch brett gemacht gëtt. Fiwëll kann seg Wuheit direkt erkafen oder awer fir bestellen. Alles, was nicht den Normen entspricht, für verkauft zu gehen, das wird am Wellebruch auch weiter verschafft. Zu Pesto, Soßen, gedröschelte Kräuter oder zum Beispiel Suppen. Die Leute, die hier in der Küche aktiv sind, haben übrigens gute Chancen, einen Job um den Arbeitsmarkt zu finden. Aber ich sage, wo wir ganz viel platzieren, sind die Leute aus der Küche, weil die dann noch in die Kantine können gehen und dann ja, Cuisine-Kollektiven als Spulhölle oder auch mal als Aide-Cuisinier. Das ist der Bereich, wo wir in Zukunft vielleicht auch mehr werden ausbauen, weil wir da auch viele Leute können platzieren, weil da ein Demand vom Markt ist. Miriam Bürgen ist auch guten Weg hin zu einem festen Arbeitsplatz. Wer hat für uns 2 Jahre am Gärtchen platziert war, hat nicht viel Ahnung von einem Gart. Mit der Zeit aber, es hat so von der Arbeit fasziniert gehen, dass hat eine Lehre am Gartenbau angefangen hat. Ich habe so viel Interesse heute gefunden, dass ich gesagt habe, die Stadt will unbedingt lehren. Und ja. Ich bin froh, dass sie mir die Chance geben, für das dürfen zu lernen. Was ist dann der Chain, Tairona?
Ma ja dat net ka wirklich sehnen an dann vum Ker bis zur Feldplant und geseiden dann auch fertig gemacht an ja das auch schein zu gesi wann leidet mat Fred kafeln und weil we schon dat mat gemacht schein ja. Also, wann Dir die nächste Keromer zu dickrech sit, da profitéiert fir beim Stand vum Forum Pol Emploi-Lach zu goen, si sinn heier dënchtech Moie mat engem Stand vertruden. Di kënnech natielech och eng Aboköcht bestellen, déi Dir dann am Wellebroch oder am Sit zu bersten durf ewäschwelle kënnt. Dat woret dann fir als Emissionioun haut ass dem Militärmusee zu Dickrech an engem dicke Mount schon soll die nei temporär Ausstellung iwwer d' Rekonstruktionszeititen um Zweite Weltkrich ofennken, also kommt es rouech Molenke besichen, mé géiffen als frien. Bis du innner mat et gut, Ech so ne Jadi bis a 4 Wochen is. Stuck in between